Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch parat. Das exklusive Interview mit dem international renommierten Richter Mehmet Tank und der Weihnachtsstempel von Post Bern-Bethlehem. Nach über 8 Jahren Schweigen erzählt der Mehmet Tank meinem Kollegen Max Saladin, wie er den Putschversuch 2016 in der Türkei erlebt hat, wie seine Zeit im Gefängnis war und wie ihm schlussendlich die Flucht in die Schweiz gelungen ist. Actually, it wasn't difficult for me to adjust this beautiful country and the beautiful citizens, civis nation, because they are so welcome. We were very welcomed by them in our neighborhood, in the schools, in the institutions, and because they know what kind of background we are coming from and which values we represent and what is the reason why we came here. I was enforced to flee my country just because we try to introduce best practice in the world, you know, in our life, in our education, in our profession, etc. And when we came here, we have seen the fact that they have the best standards in every field. You know, they approach the nature very kindly. They approach each other in neighboring relationship are very nice, and they are very highly educated individuals. Citizens you have, and they appreciate what they have, and they are determined to protect all these values. So environmentally friendly society, and so gently approach everything, and in return they found very generous nature, very beautiful country and very peaceful society. Ich liebe Bern, weil es viele Möglichkeiten gibt und ich mich sehr wohlfühle mit meinem Gymnasium. Ja, ich habe einen Traumberuf von meiner Kindheit. Ich will Medizin studieren, ich will eine Ärztin werden. Wir haben als Familie viele Schwierigkeiten erlebt und ja, deswegen, also hier fühle ich mich wohl und glücklich. Ich fühle mich nicht so auf der Welt, so, ich kann nicht sagen, oh, dieser Ort fühle ich mich wohl. Also ich kann sagen, vielleicht zu Hause mit meiner Familie fühle ich mich wie Heimat, aber ich kann nicht ein Land oder ein Ort sagen. Wo meine Familie ist, fühle ich mich wie meine Heimat. Der Sonderstempel von Post Bern-Bethlehem gibt der Weihnachtspost noch den letzten Schliff. Auch die Umgebung um die Post hat ein weihnachtliches Flair. Mein Kollege, der Patrick Schmed, war vor Ort. Wir haben hier über Nacht eine Schale aufgestellt. Wir haben auch ein bisschen Waldfeeling reingebracht, Weihnachtsstimmung. Und heute kommen ganz viele Kundinnen und Kunden, bringen ihre vorbereiteten Weihnachtsbriefe und die werden hier abgestempelt in der Postfiliale. Seit Jahren kommen wir hierher, weil es hat immer sehr gut Anklang gefunden. Die Frau macht immer 50 bis 70 Kärtchen mit Serviettentechnik. Und wir haben immer sehr viele Rückmeldungen über, weil das schön ist. Erstens sie selber gemacht, aber vor allem auch der Stempel, der hier ist. Und wir würden es schade finden, wenn das also nicht mehr gemacht werden könnte, wie es ja Zeit lang geheißen, sie gefährdet. Oder? Es ist wirklich einfach die Sondermarke für die Weihnachten. Und durch das Jahr tue ich schon lachen von der Philatelie, die gewissen Marken
aber nicht, dass ich direkt Sammler bin. Oder? Es war unherzig auch heute Morgen. Wir hatten schon einen grossen Ansturm. Die Leute sind gekommen mit ihren Schachteln voll mit Briefen, Säcken voll mit Briefen. Die haben jetzt monatelang die Briefe vorbereitet. Die sind sehr schön geschrieben und die werden jetzt so alle abgegeben. Wie viele Briefe hast du jetzt gebracht? Ja, etwa 60 Briefe. Ja. Ich habe auf der Post geschafft. Und dann habe ich natürlich alle die Briefmarken gesehen. Aber wir haben nur die dürfen außerhalb kaufen, oder? Weil viel gestohlen worden ist. Und dann hat das so angefangen, oder? Ja, wir haben ungefähr 10 Jahre gesammelt. Also wir haben ein Abonnement gehabt, oder? Das hat immer mit der Realität zu tun. Also eine gewisse Werbung oder Kunst oder Natur. Die sind schön. Im Großen und Ganzen sind sie schön. Ich habe gerne eine schöne Briefmarke einfach. Und die schön gestempelt ist. Und das haben wir auch gelernt, wo wir die Lehre gemacht haben oder auf der Post. Das bleibt nachher. Und wenn wieder ein Brief kommt, das unwillkürlich nimmst du den in die Hand und danach schaust du an, oh ja, gute Marke, schöne Marke drauf tun. Dann behalte ich die auch, oder? Jetzt schaute ich noch in unseren Talk «Zusammen im Zentrum». Mein Kollege, der Max Saladin, darf dort einen spannenden Gast begrüßen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum «Zusammen im Zentrum». Bei mir heute Gast ist der Hans Traffelet. Er ist Leiter vom Kulturprozent und der Wirtschaftsförderung bei Migros Aare. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. In 2 Wochen haben wir Heiligabend. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Ja, heute sind wir in einer Beisenströmung gelegen und die Beisen die begleiten uns bis am Donnerstag. Von morgen bis am Freitag geht es hochdruckbestimmt weiter. Die Luft in den Alpen und im Süden die ist recht trocken. In Bodonnähe bleibt die Feuchtigkeit sitzen und zeigt sich in Form von Hochnebel. Wir verwachen im Flachland mit Hochnebel bis auf knapp 1500 Meter. Darüber ziehen teils ein bisschen dichtere Wolkenfelder durch. Dennoch ist es über dem Nebelgrau recht ein sonniger Start. Und es ist nicht nur ein grauer, sondern auch ein kalter Start. Morgentemperaturen liegen ein Spürchen über dem Gefrierpunkt. Es bleibt am Nachmittag weiterhin unten oft grau und drüber ab rund 1300 Meter blau, trotz ein paar dekorative Wolkenfelder. Und die schwache Beise macht die ganze Sache euch nicht angenehmer. Es bleibt euch am Nachmittag grau und kalt. Und trotz der teils Wolkenfelder können Sie sich auf einen tollen und besonders sonnigen Tag in den Bergen einstellen. Dazu gibt es auf 2000 Meter um die -2 Grad und auf den Bergen werden wir vom schwachen Wind aus östlichen Richtungen begleitet. Ja, die graue Geschichte bei uns setzt sich fort. Am Donnerstag liegt die Nebelobergrenze bei 1100 Meter und am Freitag bei knapp 1000 Meter. Darüber ist und bleibt es meist sonnig. Am Samstag können dann zur Abwechslung vereinzelt ein paar Tröpfchen und in der Höhe Flöckchen unterwegs sein. Und der dritte Advent geht wechselhaft und im Oberland teils nass mit Flocken bis in tiefere Lagen über die Bühne. Danach meldet sich der Nebel zurück, dazu wird es sehr kühl, in der Höhe dagegen wird es sonnig und mild. Wer morgen und die nächsten Tage ein bisschen Vitamin D tanken möchte, der ist in der Höhe und im Süden gut aufgehoben. Das war schon wieder Ihr Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Ade miteinander.